uns kann scheiden. Nicht eine Wund, du brückst du alle du brückst du. Wir werden fast geborgen, durch deine Gnade von all die Tjänen auf, die fallen auf. Du rupst mir ut dort Kraft, du rupst min Händen dort Licht, du rupst min Nomen in min Hort dort Licht. Dine Leibe ist grata, dine Leibe ist starker, dine Leibe weigt mi, der weigt mi ab. Dine Leibe ist grata, dine Leibe ist starker, dine Leibe weigt mi, der weigt mi ab. Wilde dies beschaderen, in al die dodes komt zum levend weg, zum levend weg. Hier het Leid von Leben, in al die Schöpfung singt wie Leben hat, ins Tüles hat. Du rupst mir ut dort Kraft, du rupst min Händen dort Licht, du rupst min Nomen in min Hort dort Licht. Dine Leibe ist grata, dine Leibe ist starker, dine Leibe weigt mi, der weigt mi ab. Dine Leibe ist grata, dine Leibe ist starker, dine Leibe weigt mi, der weigt mi ab. Die Hand Leib gefunden, dort kann uns nicht holen. Wir singen Lied, wie Leben hat, willst du lebst hat. Wie han Leib gefunden, dort kann uns nicht holen. Wir singen Lied, wie Leben hat, willst du lebst hat. Wie han Leib gefunden, dort kann uns nicht holen. Wir singen Lied, wie Leben hat, willst du lebst hat. Dine Leibe ist grata, dine Leibe starker, dine Leibe weigt mi, der weigt mi ab. Dine Leibe ist grata, dine Leibe starker, dine Leibe weigt mi, der weigt mi ab. Dine Leibe ist grata, dine Leibe starker, dine Leibe weigt mi, der weigt mi ab. Dine Leibe ist grata, dine Leibe starker, dine Leibe weigt mi, der weigt mi ab. Dort der Gott ist, den sich besorgt mich. Wir verloren doch ein nie und hei have life for me. Hei have life for me. Wem der sehen wird frei, der ist wirklich frei. Ich seh Gott, see
sin kind, ja sin kind. Ek hoor om deze ween. Ek dacht even nog voor. Aber du hast niemals versagt. Ik glühen ohne Ändernis. Ik weet ik kommst je woon. Wenn du hast noch niemals versagt. Din Versprechen bleef stån. Har du best hemma tru, hemma tru. Ik zie en dine heen. Dat mine gelotenhet, du hast niemals versagt. Ik weet een nacht verjet. Ik weet haar du hältst din bord. Min hart var din präst nog vara sin. Jesus, du bäst je nu. Håll mig en dina lov. Min hart var din präst nog vara sin. Versprechen bleef stån. Har du best hemma tru, hemma tru. Ik zie en dine heen. Dat mine gelotenhet, du versagst niemals. Din Versprechen bleef stån. Har du best hemma tru, hemma tru. Ik zie en dine heen. Dat mine gelotenhet, du hast niemals versagt.
du bist immer true, immer true. Ich sie in deine Hand, dort meine Geloten hat, du versagst niemals. Die Versprechen hältst du, Herr, du bist immer true, immer true. Ich sie in deine Hand, dort meine Geloten hat, du hast niemals versagt. Good morning, Sola. Welcome to Lebenswasser van der Wara online. Mir heeft het een vrij dat ik waar kon te jullie reden en mir heeft het een vrij dat je waar ons kijken doen. En van der heb ik een bijzondere boodschap waar voor jullie. Maar verder dat hij jank het me een paar dingen even te gaan en aan wat Pastor John in de boodschap naam gaan. En ik wil iedereen welkom heiten voor die wat er niet zijn. Vielleicht wat ons zum eerste Mal oder vielleicht even de laatste paar Monate ons anfangen te kijken. Dankzij voor met ons top zijn. Ik hoop we kunt en zegen zijn te jullie. Voor die wat ons al een beetje beter kan, je weet dat over de laatste Monate hebben we jeder zondag een van onze Werten overgegaan. En we doen dat, wenn uns ist das wichtig, dass diese Werten nicht bloß in der Lehrerschaft bleiben oder bloß mal in gewisse Gruppen, aber dass wir das alle weiten, was ist uns wichtig an Lebenswasser? Was sind unsere Werten? Und ein von den Werten, was wir heute sagen, ist das, wir wollen Gott persönlich kennen. Gott, der will mehr als bloß Menschen regeln, er will ein Verhältnis haben mit uns. Und so, Gott, der will uns persönlich kennen. Und wir wollen ein persönliches Verhältnis haben mit ihm. Über die letzten paar Monate haben wir vielleicht noch alle so gefällt, wo bist du Gott, was geht alles an in der Welt. Und wir haben vielleicht alle gekickt, dass wir können im Jesel gewachsen. Und so, das wird gesagt, wie wir Gott persönlich kennen. Gott will Verhältnis, nicht bloß Menschen regeln. Menschen regeln nur fallen, dat is manchmal leicht dat te doen, dat zijn de regelen, maar brücken bloß dit doen en dit doen. En dat is ganz leicht dat te doen. Aber Gott, der will mehr als Menschen regeln. Hij will die persoonlijk gaan. Hij wil met die reden. En ik hoop dat du was bis wassen in dit, dat du was naar Gott kijken en zeggen, Gott is mijn vriend en hij not mijn vriend. En hij wil met mij een gemeenschap hebben, verhältnis hebben. So ik wil die Mutter spreken. Was en dat du een werkelijk een verhältnis hast met Gott. We worden nu het nächste in de Botschaften aangaan. En deze rie van Botschaften, wo Pastor John Bannes was van der aus de laatste zondag in dit, die namen zich nächste Stolpen. En deze nächste Stolpen, die handelen zich wo we kunnen in ons Christenleben wassen. Wo kunnen we wieder gaan. En in deze laatste paar Monate, wo we zijn Banny was hebben, vielleicht uns alle gefragt, wo kann ich geistlich wassen? Und Pastor John, der hat eine praktische Botschaft von der, wo wir können im Jesel wieder wassen in den nächsten Stolpen zu nehmen. Hier ist Pastor John. Good morning, Lebenswasser. Ik freue mich weer in jullie heim te komen. En weet je ook wat, wanneer dat alle zo draait als we leven daar wordt, dan is dit de laatste boodschap wat we hier worden im Studio opnemen. En nächste zondag, dan zijn we 3 in de kerk. Wenn das so ist, dann wünschen wir die alle naar de kerk komen. Wir wollen buiten de aandacht haben, zoals we van geredet haben. Aber nächste Sonntag, dann werden wir in der Kirche sein, morgens, bad andachten, mit Kinderkirche und alles war, so dass wir das gewohnt sind. So, wir checken fertig nur dort und ich weiß nicht, dass es nur lange Zeit gewesen was wir nicht sind in die Kirche gekommen. Ich kann nicht mal kriegen und gedacht, wo viel Sinn der dort ist, aber das ist ein paar Monate. So, wir checken fertig nur nächste Sonntag und dann war normal Kirche. Aber wir sind in der Mitte von der Andachten, oder das ist die letzte Botschaft von dieser Reihe. Und das ist nächste Stoppen. Na, wir reden in dieser Reihe Botschaften, hier denken wir an jährlich wassen. Viele von euch haben gesagt, dass die wollen jährlich wassen.
Und wir haben uns immer gesagt, dass gesunde Dinge, die wachsen. Und gesunde Gordon wächst, gesunde Menschen wachsen, und so ein gesunder Christ, die wächst. Und ich will noch einmal sagen, dass wenn wir reden von wachsen jässlich, dann reden wir nicht von Dollar gerat worden. Das ist sehr wichtig, da wir das verstehen können. Wenn einmal, glaube ich, denke wie an, dass ich will Dollar gerat sein, und ich will mich Dollar gerat feilen. Aber weißt du, in Christus, sei wie ganz gerat. Aber nu dat ik een Christ zie, nu dat ik in Christus zie, nu wil ik wachsen en immer Dollar den lignen, die mij gemerkt heeft. Dat is het ganze Ziel. We willen een verhältnis hebben met Jezus Christus. En dit verhältnis, dat zal wachsen. Dat krijgt ons van wie een mens kan leren. En we leren ons top leven, vielleicht in de eigen, we leren de persoon dollar en dollar kan en we dollar zo denken, als de andere persoon dat. En so we willen dollar zo denken, als Jezus denkt. We willen dollar zo leven, als hij leeft, als hij hier op deze aarde weer. Nou, de eerste boodschap rede ik van leven verwassen. En weet je, dit is zeer wichtig, dat we dat nog eenmaal weer klar hebben, dat we moeten eerst leven hebben, voor we wassen kunnen. En hier in deze boodschap steht we ons ganz besonders, dat jässlich het leven komt van God. Dat is de grondleer van het ganze ding. Wenn wir die Grundleer nicht haben, oder wenn wir das jässliche Leben nicht von Gott haben, und das ist ein Geschenk von Gott, dann ist das kein jässlich Wachsen. Und wir können vielleicht uns Dinge anwenden, wir können mehr Bibel lesen oder länger beten, all so eine Dinge dort, aber das ist nicht wirklich jässlich Wachsen. Jässlich Wachsen meint, dass ich licken immer dollar den, der mir gemerkt hat, ich habe ein Verhältnis mit Jesus. In der zweiten Botschaft reden wir von Buße, Verrichtung. Maar hier rede ik van dat er zijn einmal Dinge in ons leven wat ons traan doen, oder wat een hindernis zijn tussen mij en God. In Kolosser 3 checkt we nu verschiedene Dinge, wat God ons sagt, wat we sollen aufleihen, nu, wenn wir sie nicht Kinder sind. En so einmal sind er vielleicht Dinge in mijn leven, wat ik mir loben doe, wat mir aber hindern dat, in mijn verhältnis met God. En dan darf God mij boeien. Dan darf God mij omwegen en terugvoeren naar een andere weg voeren, een rechte weg voeren. De derde boodschap handelt zich van live verdelen. En hier rede ik ons besonders van dat God wel een verhältnis niet opvat. Jezus zei tegen de Farizeer, goed in huis en leert wat het meint, dat ik wel niet jullie opvat, aber jullie barmherzigheid. En een andere weer, ik wel jullie live, aber niet jullie opvat. En weet je, zij hadden ihre Opferdinge gleich alle nur handgestalt. En zij dachten, zij komen alle fan nu. Aber Gott will live verdelen. Na, wir haben einmal Regeln ans Leben, jeder Tag hat Regeln. Vielleicht haben wir Hausregeln oder was immer das ist. Aber Gott will ein live Verhältnis mit uns. Das ist sein Ziel. Und wenn wir reden von jässlich Wachsen, dann reden wir von mit Gott ein live Verhältnis haben. Gott will live verdelen. Von der will ich reden von die für mich. Wir haben hier in Lebenswasser das Logo. Die von jemand, die bei uns in der Kirche kommen und da viel mal sind, die sind bekannt mit das Bild. Wenn das hängt in der Kirche an der Wand. Und das Bild sagt, Gott leben, Menschen dienen. Das ist unser ganzes Ziel als Kirche. Und dann haben wir hier Raum, das ist auch eine Sorte von Wachsen. Wenn wir denken an Glauben und Wachsen und Dienen und Bühen, das sind Dinge, von wo wir wachsen als Kirche und was uns Ziel ist als Kirche. Aber Gott leben Menschen dienen. Das ist der ganze Punkt, wo ich von der will von reden. Besonders von Menschen dienen. Und so, wenn wir denken an jässlich wachsen, dann denken wir an, dass wir wollen Gott leben und Menschen dienen. Na, weet je, wenn wir reden von die für mich, das ist ein sehr großes Thema. Und das ist ein sehr breites Thema. Und ich sage es fair, nicht alle von uns wollen mitstimmen mit den Dingen, die ich von dir will sagen. Das kann man sagen, das ist ein Thema, wo wir sehr verschiedene Meinungen über haben. Die für mich. Aber wo bereit nehme ich das? Wenn wir denken an uns Land, und wir haben viele arme Menschen in uns Land, wo behandeln wir die? Oder was tun wir mit die? Some von den Dingen, was Jesus sagt, die denken wir so, okay, ökonomisch merkt das nicht mal sein. Aber weißt du, der Punkt ist nicht buchstäblich
sein, okay, von wem nehme ich Interesse oder nicht. Die Idee ist, dass wir lernen uns so denken, als Gott hat. Und wir lernen uns andere Menschen so behandeln, als Gott uns behandelt. Das ist der ganze Punkt. Und so würde gleich, wenn die würden bloß smaklich durchsagen, wer wir über diese Dinge denken. Ich habe Ihnen mal gesagt, dass eine Feuerkante Dose hat 6 Seiten nach den Beinen büten. Und so ist es mit dem Thema. Viele verschiedene Ansichten über das, viele verschiedene Seiten. Aber ich will alle von uns merken, dass wir nicht bei einmal ein von diesen Seiten von dieser Dose brauchen, als eine Ausrede, dass ich nicht andere Menschen helfe. Und weet je, wie kann leicht so denken, okay, die arme Mensch, oder die wat bij het licht praat, like dat is een derde Kulturbahn, wanneer ik die nog geld geef, dan doe ik dat plus nog ooit merken, en vielleicht ook. So, dan wordt keinem helpen. En ik geloof, dat is een oprechte weg van denken. Ik geloof, God heeft ons een verstand gegeven, God heeft ons wijsheid gegeven, dat we kan wijs over dit denken, we kan wijs plannen, we kan mensen op een wijze weg helpen. Aber einmal haben wir vielleicht eine Seite von der Dose, wo wir nicht mehr sterben, und dann brauchen wir die Seite als Utred, dass ich nicht Gott habe, oder dass ich nicht Menschen habe, ohne andere Seite. Wir Menschen, wir gleichen zu gewinnen. Ich meine, wir denken so, okay, wohin würden wir spielen, wenn wir nicht gewinnen wollen? Wir sind vielleicht nicht alle gleichen Säuer abgewinnen, oder auf Englisch haben wir das Wort competitive. Das kommt von Kompetenz, ja, like wie, ich will das Boerste sein, ich will das Fairste sein, ich will das Beste sein, ich will gewinnen. Und das ist nicht arg mit gewinnen. Bloß wenn ich gewinne, am anderen Bereich war ich gewinne, mit den anderen vielleicht arg behandeln, oder mit den anderen was aufgehen, was denen gehört, all so Dinge dort haben, vielleicht in uns Leben, oder in unsere Geschäfte, oder in unserer Welt, wo wir leben. Und so müssen wir aufpassen, was wir mit dem Gewinn tun. Wir haben ein englisches Sprichwort, das sagt ja, Dog eat dog world. Like, wir leben in einer Welt, wo der Hund den Hund abfragt. Und was wir mit das meinen, ist, dass, okay, wenn ich den nicht abfreten, dann wird er mich. Und so man mich selbst beschützen, so man schirmen, dass ich den vernichten, dann dass der nicht mich wird. Das ist ein bisschen das Denken in unserer Menschheit. Und so wenn wir so wollen sein, als Gott ist, oder wenn wir wollen Jesus lieben, dann einmal fängt das Denken an zu ändern. Das ist eine Mama, die merkt Pancakes für ihre kleinen Jungs zu frühstücken. Eine Pancake ist gratis als der andere. Und die fangen sich an zu streiten, wer der geradste Pancake kann. Und dann sagt Mama, wenn Jesus hier in das sagt, dann würde er die kleinste nehmen. Weil, sagt der älteste Bruder zu den anderen, dann sieh du Jesus. Nimm du das kleinste, ich werde das geradste. Und das ist ein bisschen so wie denken, glaube ich. Das ist vielleicht einmal so wie handeln. Ich will das gerade, ich will gewinnen, ich will das geradste bieten. Wenn die Kinder haben, die wissen alle, wo das schafft mit Kinder. Was ich abwasst, dann können wir noch mal uns her Taub utdringen, vielleicht ein paar Geschwister Taub. Und dann wird ein Kuffel entgehen. Und dann der Kuffel schmeckt dicht auf Handsaten. Und dann ganz gewiss sicher merken, dass wir krank über ein viel Bein sind. Und wenn der andere auf einmal eine Leitmeier hat, dann wird ut. Und so das ist einmal so, wie Menschen sind. Meine Mama, die sagt, fertig zu uns, der klägste Jeff noch. Aber weißt du, wenn ich mein Weg will haben, dann ist mir klein und sagt, du willst dir nicht, aber ich will da noch mein Weg haben. Und so der klägste Jeff gehe ich immer noch nicht. Ich denke noch so, ich sehe den klägste, aber ich will auch gewinnen. Und ich will meine Recht kriegen. Und so das sind Dinge, wo wir leben in dieser Welt. Und so, von der werden wir dann denken, okay, was ist meine Einstellung, wenn es diejenige war? Oder die Einstellung mirjenige war? Oder wenn wir reden von die für mich? Was meint das in uns Leben? Oder wem sagt wir dann für uns? Bloß unsere eine Gesellschaft, unsere Freunde, die mit was wir das Beste gleich in Taub zu sein? Oder was sagt die Bibel, wenn es redet von die für mich? Und so da werden wir von der ein bisschen checken. Das sagt in Kolosser 3,10, und die haben eine neue Natur angenommen, die immer daler nur dem liegend, der ihn gemerkt hat.
En dat is wat Paulus schrijft in de Kolossische Kerk, van Anfang in dit Kapitel door schrift, hij dat nu dat je met Christus opgestaan bent, en andere weer, nu dat je ware geboren bent, nu leert je te denken aan de dingen wat bij God zijn, en niet aan de dingen wat op deze wereld zijn. Ik geloof, een van de schwaarste dingen voor ons als mensen is dat ik wil mijn wil in God zijn wil aanzetten. Dat ik wil God zijn wil hernemen als mijn ene wil. Zeer veel mensen komen naar mij en vragen, ik wil niet weten wat God zijn wil is voor mijn leven. Maar weet je ook wat, lied? Vragen is dat voor het niet meer de vrouw. De vrouw is werkelijk bij ons. Hoe kan ik dat doen, dat God wordt tevreden zijn met mijn wil? Dat is really wat we vragen. Maar we vragen dat in zo'n weg, dat het zal juist hier. Maar wanneer een mens werkelijk wil weten, wat God zijn wil voor mij? Ik zei allemaal, waren te jonge mensen wat mij dat vragen, ik zei, zie doe het terug, wat je nu grootst best. Dat wat je nu grootst is, dat doe je die beste. En weet je dat je van je moet zeggen, dat een menselijk ram zit, en dat nurs, en luidloos God wat mij een grote ding geven. En ik geloof niet dat God zo schaft, maar God heeft ons door waar we zijn, wanneer we door terug zijn, dan kan hij ons weer leiden. En, aber mijn wil, en God zijn wil, dat is een zware ding. Wenn ik heb mijn ene plan, ik heb mijn droom wat ik wil. En daar zal mij keiner mang spelen. Daar zal mij keiner niet, op Engels hebben we het woord interrupten, like, daar zal mij keiner door mang reden, oder daar zal mij keiner iets wat nennen, wat dat wordt ändern. Maar weet je, Jezus zelf, hij was een mens, hij leefde op deze wereld, zoals we mensen leven, en hij kämpft met dit. Dat is vielleicht meest een beetje een interessante ding te zeggen, dat Jezus als God, hij kämpft met zijn wil en den voeren zijn wil aan. Maar hij zegt es dit im Garten Eden. Neem je dit Liedenskuffel weg, en doch zal dat niet zo zijn als ik wil, aber zoals du was. Nou, wanneer we verder lezen, dan zegt het dat Jezus schweit bloed. Hij had het zo schwer, en we denken vielleicht so, okay, hij had het zo schwer, dat hij zal gekritzig worden, hij had zo angst voor al die video. Ik geloof dat we nog een veel groter ding op spel hier, en dat weer die voor mij. Voeder dien wil, niet mijn wil. Wanneer het ook meint om kriets gaan, wanneer het ook meint dat ik wil verspelen, wanneer het ook meint dat ik moet me laten uitspatten, ik moet me laten im gezicht schwielen, ik moet me laten de bord uitrieten, ik moet me laten verpitchen. Die voor mij. En weet je, dat is waar we eenmaal zijn, dat is waar het gum op me hebben opkomt. Dat is leicht van dit reden, zoals het niet erop aankomt. Maar wanneer het eenmaal erop aankomt, dat ik moet die werkelijk voor mij en ik moet verspelen. En ik doe met vliet dat zo aanrichten, dat ik wil verspelen. Nou, eenmaal over dat vielleicht met ons grootje. Wenn wir willen haben, die sollen gewinnen können, wir können aber gut gewinnen, wenn wir wollen. Aber wir dann vielleicht war zum kleinen Kinder, zum ein bisschen Mut machen und laut werden gewinnen. Dat is ganz das, was wanneer het mal wirklich im Leben kommt. Und ich will bei einmal vielleicht Geld verspielen, wenn ich die für mich gesagt. Dat is ver wo der Rede rutschen will. Aber Jesus selbst kämpft mit dit. Hij leert ons dus dit te beden, laat dien wel dat de eer groter gedaan worden als im Himmel. Dat is leicht dat beden, dat is leicht die wieder zijn, aber sehr schwer nu te komen, er sehr schwer uit te leven für. Aber Gott leven, Menschen dein. Zoals ik zei, dat is ons Logos Kerk, we reden daar ver van. Luther, dit jaar waar we een ganze serie boodschappen onder Thema reden. Aber dat beeld te zijn en door van reden en door van predigen is één ding. Dat einfach werkelijk uitleven, dat is een ganz ander ding. Nou weet je, God leven, oké, dat gaan we leicht zijn, ik leef God en ik dien am. Aber Menschen dienen, een mens voor mij taal, die voor mij. Dat is een beetje een ander thema. En dat is niet immer zo leicht. Een dag kwam een man naar Jezus, nou ze hadden Jezus al een dag hebben sozusagen uitgevraagd. En ze versuchten Jezus een Eigen te krijgen, wie zijn bekend met deze Geschichten, en fragte einer, wannst het graadste gebod? En dan zei Jezus, leef God met alles wat du bist en hast. En dan zegt hij, leef die Nächsten als die zelfs. Hij zegt, dat is dit. Dat tweede is dit,
Du sollst die Nächsten so leben als die selbst. Du hast kein gerateres Gebot als das. Und so das Mann, der ist mit uns wiesend. Er will nicht verschwelen. So wer ist mein Nächster? Und dann vertelt Jesus die Geschichte von den Samariter, was in Jude halten deed, wat onder de rij was gefallen wie een half doodgekillt. Aber weet je, this man, die had een plan. This man wie op een reis. We weten niet wo de haan reist, of wat de krak wil, aber die wie op een reis. Na in deze geschichte vertelt Jesus van 2 Juden, wat er voorbij kwamen, die hadden ook een plan. Die waren aan weg naar de kerk. Die hadden allmählich tijd voor deze interruption, kan we zeggen, of voor dit wat er nu wordt mank er plan. Ik weet niet hoe je dat hebt, aber eenmaal heb ik denk, uitgeplant in mijn leven, dan eenmaal komt er wat mank. Vielleicht fehlt den nur halb, aber jemand vond mij, den fehlt halb, oder vielleicht fehlt mir ein Grootchen halb. Oder jemand in der Familie fehlt halb. Ich hatte krank uitgeplant, ich wist krank, was ich von der will doen. Und so, dort nahen wie interruptions, dort nahen wie Dinge, was uns mank kommen, oder du redet, wer mank so zu sein. Das ist, was hier passiert in das Mann sein Leben. Hey, er ist am Weg wohin. Und so, hey, das nicht bloß das Mann, du, okay, je hebt den mit Wut da und schmerzt den vielleicht ein bisschen an und dann so war er weg, wenn er hat nicht Zeit, um das sehr lang stillhalten. Er nimmt den actually auf seinen Burren ab, sagt der Schrift, er nimmt den nur eine Stadt, ein Motel kann vielleicht sein, oder eine Stadt, wo sie den würden besorgen, er lässt durch Geld und er sagt, wenn ich zurückkomme, wollte ich noch das ewige betonen. Er lässt sich dort bodern, so zu sein. Er lässt sich dort durch den Mann kommen. Und dat fällt wat het meint, wanneer we zijn die voor mij. Nou, weet je, van de beste vriend aankomt en die komt ons doormaken, dat is één ding. Maar wanneer die nuba is, wat we niet zeggen, lieden kan. En wanneer die mensen niet kwijt is, wenn we 10-mal geholpen hebben en die komt die aschelt al waar aan. Dan eenmaal is het een ganz ander ding. En weet je, this man, die helpt zijn vriend. Dat is een ganze Geschichte hier. Na, für uns, wir lesen das und das meint, okay, es ist ein Samariter und der halten Juden. Aber für die Juden, das wir meist eine Lasterung. Dat ein Samariter, der verhasste Samariter, und durch der Land ging es nicht mal durch. Ich meine, mit den Menschen hatten nichts zu tun, das wie ein anderer Mensch. Und das ist Jesus sein ganzer Punkt. Die Nächste, die Nubere, wenn wir sagen, die für mich. Dann reden wir nicht bloß von uns besten Freund oder von wem in der Familie. Wir reden von denen, die andere Kleine Hut haben. Wir reden von denen, die vielleicht unterschrieben haben. Die haben einen anderen Glauben als ich habe. Wir haben nu gerade in der Stadt eine große Abruhr, wenn das ganze Rasgeschichte zwischen Wit und Schwarz oder Wit und Dunkel, und was wird es noch alle geben und wie viel Lebens wird es kosten. Aber du bei einmal Mensch mankas, vielleicht ein Wetter in der halben Schwarzer umgedreht, und du hast Leib zwischen dir. Das ist ein büttergewöhnlicher Ding, wenn meist alle Menschen dann dalen, schreien und merken Dinge zwei. Und das hat zu tun, wenn uns fällt das schwer mit die für mich. Und besonders, wenn wir als werden arg behandelt, oder vielleicht jemand, was ich kann, oder wem von meiner Familie. Danach die für mich, das will uns nicht nehmen. Und so das Samariter, er erlaubt hier, was mangt zu kommen. Und dann sagt Jesus dort, in Lukas 6, er sagt, dort groe dort für andere, was die an würden wünschen, für jünd zu tun. Na, wie weten das die goldene Regel? Wie kann das alle, dort andere, so du was gedaan zijn? Das ist leicht gedaan, wenn es manch Freund ist. Oder vielleicht in der Familie. Aber das ist nicht, wo Jesus von redet. Jesus redet von Juden und Heiden. Jesus redet von Juden und Samariter, weil er redet hier zu Juden. Und er braucht Beispiele, was verehrt soll je in uns Städten tun. Und weil die Räume, die fehlt alle dort zu merken, die fehlt alle eine Hüste zu schicken, die, was sie nicht schreien, dort gemerkt hat, die würden ausleben, dort wie ein Ziel. Dort wie ein ganzer Traum. Dort wie sogar Jesus seine Jünger erträumt hat. Sie würden mal, waar er eine regieren kann. Dat is wat ze willen gaan, Jesus zal doen. En door middel maak, zegt Jesus, weet je wat? Dat du den Räumer, den anderen Mensch, den wat du een Hund nennst, den wat du schlecht dood te merken, du mal den so behandeln, als du was behandelt sind.
En weet je, het is een ganz ander beeld, wanneer we dat einmal zwischen Juden en Römer Juden en Samariter. Dat weer de ganze Punkt van de Geschichte met den Samariter. Die dort, wat Jezus zegt, wat de Juden zullen doen. Hij deed dat te de nächsten, wat hij wil leggen te de gaan, wanneer hij dat weer. Zeg in de Bibelschule weer, in de maat 9 jaar, dan nemen we een klas, ik weet al niet correct wanneer de klas het weer, maar dan hadden we een boek, wat we moesten lezen. Dat boek had ik nog helemaal van jou, ik las het dus weer nog ben. Maar dat boek naam zich de Upside Down Kingdom. Dat Königreich, wat over Kop is. Nou, ik denk einmal so, dat is niet een rechte Titel, en dat zal zijn dat Königreich wat Reich steht. Wenn wir leben in dieser Welt, das über Kop, aber was ist von schreiben, das ist der Unterschied zwischen das Denken von der Welt und Gott sein Denken. Een andere wäre das Reich von dieser Welt und Gott sein Reich. En zo hij nennt viele Dinge op in dat boek, wat door in Gott sein Reich ganz anders sind, als wie door even denken. Ik wil je een paar Versen wijzen wat ik meine met dit. Nou, deze Versen, dat zijn Versen, wo Jezus van redt, aber wir gleichen die da noch nicht. En dit zijn Versen, wo wir een beetje Trouble met hebben. En dit zijn, wanneer ik zei, dat dit een Feuerkonto doos met vele Sieden, dat is wat säuerlich nennt, wanneer we deze Versen lezen. Ja, what about dit? Oder what about jant? Oder die Mensch? Oder was soll mit dit oder jant doen? Und wir haben ein klein bisschen vergeten von all die einzelnen Dingen, einzelnen Menschen vielleicht, wo wir dit oder dort oder jant sollen doen. Und bloß mal an denken, okay, wo denkt Gott und wo denk ich? Stimmt das hoop? Das ist das Ziel hier. Jesus lehrt diese Juden oder die Menschen, zu wem er redet, er lehrt und sie sollen so denken, als Gott hat. Das ist der Punkt hier. So er sagt in Lukas 6, 32. Wat habt ihr von Dank dafür, wenn die Gott sind, die Juden Gott sind? Willst die Sünder sind auch die Gott, wat an Gott sind? Nou, wat Jesus hier deed, dat is goed aardig, wenn du den Gott bist, wat die Gott ist. Dat is een goede ding. Denk mal an eigen. En wenn die Früh ist die Gott, du bist die Früh Gott, dat is een goede ding. Dat is nicht der Punkt hier. Der Punkt ist, dass als Gott sein Kind, denk wie anders als de Welt hat. Dit is so weit als de Welt geht. Dit is so weit als de Juden ging. Oh, sie würden vielleicht die Gott tun, wat in dort wohnen, oder wat het so leid ist, wenn von fällt werden, aber für sich nicht die Heiden und all dreimal nicht die Samariter. Und so in den Anfang sagt Jesus, wat von Dank hat ihr? Und andere wäre, wat tue je anders als de Welt, wenn je die Gott sind, wat Juden Gott sind. En weet je, dat is een interessante vraag voor ons. Denk die mal na, dat God behandelt die zoals dit. Hij wordt die moet dan leven, wanneer du arm leeft. En hij wordt die moet zo zijn leven, als du arm is. Hij wordt moet dat voor die doen, wat du verarmd is. Weet je, lieden, wordt niet einer van ons selig worden, niet einer. Wie lijken van God zijn genoeg reden? Wir gleichen unter denken, dass Gott jeft uns eine Lösung, was wir Gott wert sind. Wir sind Sünder von Gott getrennt, aber er starb für uns, er nahm unsere Sinn, er told den Priest, was er never nicht schuldig wird zu tun. Und dann, nu jeft uns eine Lösung, alles, was wir brauchen, tun, ist an Jesus glauben, und dann jeft uns eine Lösung, er jeft uns eine Gerechtigkeit, eine Heiligkeit, wir sind angenommen, wir sind verjeft. Das ist Gott uns behandelt. Aber wenn Gott uns so behandelt, als wie arm doen, als wie Menschen doen. Wenn Gott bei dit Prinzip schaffen würde, zoals de Welt hat, dann wären wir alle sehr in Trouble. Und das ist der Punkt hier. Wir als Gott seine Kinder, wenn wir sagen, die für mich, dann reden wir nicht bloß von uns bester Freund oder von unserer Frau. Ich meine, das soll du auch so sein. Viele Eichen würden ja rat worden, wenn sie so dachten in Eichen. Aber Jesus redet von ganz das was. Er redet von Juden und Heiden. Er redet von Juden und Samariter. Deutsche und Spanisch. Wit und Schwarz. Das ist, wo Jesus von redet. Und so wie als Gott seine Kinder, wir denken anders als die Welt hat. Er redet wieder. Und was habt ihr von Dank dafür, wenn ihr die Gode tun, die Juden Gode tun, willst du dann die Sünde auch? Das ist der selbe Punkt. Dat wir denken anders als Gott seine Kinder. Und dann sagt er wieder, und wenn je die liehen, von der je dort rechnen trägt kriegen, was habt ihr von ein Dank dafür? Willst du Sünde liehen, andere Sünde auch?
van deze rekenen krijgt zoveel terug te krijgen. Nou weet je, ik zei je eerst, dat je wassen van Jezus in de leer, zoals we dan nadenken, dan denken we zo economisch, merkt het niet mal aan. I mean, geld leren, niet rekenen terug te krijgen, we zeggen aan je mal, oké, den heb ik zoveel geld gegeven. Dat blijft ik hebben dat je leert, je liet op ik hebben dat je geeft en ik word never terug krijgen. Maar wanneer we zo stil leefden, met alle mensen wat van ons willen leren, dat wordt never schaffen. En dat is ook niet de punt. Jezus is niet geen Geschäft drijven en geld merken. Maar Jezus is geen een gewens nemen van iemand, wen die als vliegleer zegt, die oma zegt. Ik denk dan aan jaren 3, weer eenmaal een leeuw, door weer een rekkenvormer. En hij kocht die armere vormer je 3 af een spotbillige prijs, spekker dat op voor 3 maanden en verkauft dat voor meest 2 of 3 maal zo die weer. Wie niet den armen met mij geven dat hij ook weer komt. Dat weer een vrouw wat mensen doorom vroegen. En dat weer ook een vrouw wat ik vroeg. En weet je, er zijn vele antwoorden te dat. En verschillende wacht waar we even denken. Maar wanneer we te God zijn rechtje hier, dan geef ik wat erom om de nächsten. Dan denk ik dat met in de vloer daar en die kan even mee even gaan, die kan een genaten trekken van mij, maar ik zelfs ganz concurrent zijn. Dat is niet hoe de Bibel van redt. We hebben verstand, we hebben wijsheid, ik glaube, we kunnen wijs handelen. Maar de punt is dat ik dan niet bloos voor mij, wenn ik zorg voor die ook. Wanneer die ook vielleicht nicht mein Bruder bist, sozusagen, oder du bist een andere Ras Menschen. Aber meine Einstellung ist die für mich. Jesus sagt wieder, aber sieht Gott zu jene Fien. Nou, hier moeten we aan denken dat hij reed ten Jude waar hij een heid zal behandelen. Nou weet je, Jezus had er mangs in de jenja samen wat van de Ziloten kwam. De Ziloten, dat weer een groep manke Juden, die willen we zeggen, die waren revolutionariërs. Like die hadden, ik zei aan iemand dat weer die wat een masse hingen en belt sterken hadden, met pleitsch. En wanneer ze gelegenheid hadden, dan würden ze een Reimer dort im Regen anführen. Dat wir denken. Jezus had seine jenja stad. En dan had Jezus een taxcollector de mank. Dat is mir immer sehr interessant. Hij had een Zilot, Simon de Zilot en een taxcollector. Dat waren de grootste Fien im Judentum. En 2 van die waren mank Jezus in de jenja. Dat is mir immer interessant. Maar weet je, Jezus zegt, aber sieht Gott zu jene Fien. Zu de verhaaste Reimer, zu de verhaaste Samariter. Dat voor die ook zorgen. Leeft die. En dan zegt hij weer, dat gaat het een lied door wo je niet rekenen terug te krijgen. Dan wordt je loon groot zijn en je worden den alle heksen die niet kinderen zijn. Nou, dit leert niet dat dit is waar we geraad worden. Maar wenn du een Christ bist, wenn du God zijn kind bist, dan leren we ons zo denken als God het. En weet je, wanneer we van genoeg reden, dat leg ik zeer voor mezelf. Maar ik denk dat nog jaren terug hadden we mal een man wat levenstijd en drink jij was weer. Had zijn familie zeer dan behandeld, levenstijd. En dan eenmaal werd hij krank en hij bekeerde zich op zijn sterfbed. En hij starf weg met geloven aan Jezus Christus. En dan ben ik eenmaal dacht van oké, mens, wat genoeg voor mij is fijn, maar voor den mens, en met den fehlt ganz das, wat er staat. Maar dat is dus wie denken. Maar God zegt, dat die gaat wat je niet fijn zijn, dat door leren, wo je niet rekening terug te krijgen. En dan zegt hij wiels. En hier in das vers is het woord wiels. Nou, wat dient het wiels? Hij zegt wiels, hij heeft ook een jammer gehad voor de ondankbare en die wat aardig doen. Dit is wer God is. Weet je wer deze ondankbare en die wat aardig doen, weet je wer die zijn? Dat zijn een du. En zo God heeft een jammer gehad over mij en over die. Als onvolkommene mensen. Als mensen wat het niet merken, sozusagen. Als mensen wat niet tree tun, die leren en tun niet tree. We hadden het niet verdiend dat we geraad worden. We hadden het niet verdiend dat we worden levenstijd en zin leven en onze familie de watch behandelen en dan te go de laatst nog geraad worden. I mean, bloos aan ons mensen verstand denken ze never, zo'n mensen staat, I mean, die heeft zich verdiend naar haal te gaan en dat is waar ze zullen gaan gaan.
Das ist nicht, was Gott denkt. Und so Gott sagt, dass Heu hat Erbarmen und Jammerhart für die Undankbaren. Ich meine, wer von uns ist noch mal nicht dankbar? Ich sehe noch einmal sehr undankbar. Vielleicht bist du auch. Und so die Undankbaren, die wird auch dann, für die hat Gott ein Erbarmen. Er sagt wieder in der nächsten Vers durchwehen, habt Erbarmen, gerade so als den Fuder Erbarmen haben. Das ist das ganze Ziel. Leckend einmal den, der ich gemerkt habe. Leef nur die Prinzipien von Gott sein Reich. Da meint euch, dass wir uns machen lassen brücken von allen Menschen. Da meint euch, dass wir never nicht können vielleicht Interesse nehmen, dass wir einmal sollen uns helplos wahrgeben. Das ist gleich der Punkt. Der Punkt ist, wo denke ich über den Nächsten? Jesus vertelt die Geschichte von den Reckerformer. Die hat eine große Arm, die büden hier Speckers. Und weet je, dat is gleich aardig eine große Arm haben. Das ist gleich aardig nie Specker spüren. Aber dann sage ich da, zu sehen soll. Hey, nu hast du ein Teil, abgespeckert, nu werden wir mal ans der Luten Schein gehen. Wer ja vertrauen Janem? Ich meine, Lut den sich weit mit seinen Problemen, Lut den, der ich fährt, wenn der verhungert, so was. Wenn ich hatte es gemerkt, ich habe ein Teil, und das ist für mich, und mine, und myself. Dat is een probleem met den Formen. En dan zegt Jezus dan, weet je wat, du bist ein törichter Mensch. Du hast diese nachgestorben. Und wer wird das kriegen? Und so der Punkt an der Geschichte ist auch, dass wenn wir ein Teil haben, aber wir schließen uns hart tau für den Nächsten, dann sind wir in Trouble. Paulus sagt, der Philippische Kirche soll nicht bloß nur dort checken, was uns selbst interessiert, aber auch nur dort, was den Nächsten interessiert. Ich denke einmal so, okay, wenn wir bei dit Prinzip würden leben, dann kommen wir bloß in eine Eiche, dann würden wir als sehr weit kommen ans Leben. Und so, Gott hat jaft. Gott jaft. Und weet je wat? Leib jaft. Dat sagt in Johannes 3,16, der sehr bekannte Vers, Gott leibt die Welt, so sei dat jaft. Er juist zich zelf, zijn ene zijn, dat beste wat hat. Der hat never, ever verdient, dat ze den so dood merken, dat ze deiden. Dat wir 100% meine Schuld und deine Schuld, dat hat wir verdient. Und so door wir wie die, wat er gelied hadden, en nicht retolen. Wenn das wir jengt op betolen. Aber Gott jaft, Leib jaft. En dan zegt Gott zu zijn kinderen, okay, nu ben je mijn kind best, ik heb mijn leven die had uitgegoten, nu jaf. Nou, dit is een zeer grote thema. Wir können da lang von reden. Aber unsere Einstellung als Gott seine Kinder soll sein, die für mich. Nou, ik weet dat het een grote thema is, als ik zei, en dan zou je bereidet, en we kunnen alle Dinge door mank schmieden, wat niet zijn meer. Dat hebben we alle gedaan. Aber die Frau ist danach, wat is mijn Einstellung? Ich lebe in einer Welt, wo wir sehr selbstsüchtig sind, like jeder eine fährt für sich selbst, so sehr es kann. Und ich denke einmal so, dass wir uns, wenn nicht schon folgt, wir haben einen Arbeitsgeist, wir sind klug, wir können alle Dinge tun, aber wir sind auch geldgierig. Und mir wird dann, wenn ich den nächsten Unjahrstopp, oder wenn die nächste Bank rückt, wenn ich bloß dort kann tun, dann will ich tun, wenn ich weiß mir Geld mehr. Dort sind die Sorte von Denken, wo Gott von redet. Die für mich. Und so, wir haben in dieser Botschaften geredet von jährlich Wissen. Und weet je, wie man ist jährlich Leben haben. Und so, wenn du nicht Jesus kennst und du wirst jährlich wissen, das ist gleich möglich. Wenn diese ganze Botschaften, oder wenn wir reden von jährlich Wissen, dann reden wir von jemand, der jährlich Leben hat. Und uns ist das sehr klar in uns Leben, in unsere Getreide, in unsere Kinder, die man nicht mal leben haben, für die wissen kann. Und so ist mit Gott seine Kinder auch, wie man nicht mal leben haben, für die wissen kann. Aber wenn wir das Leben haben, dann sind da vielleicht Dinge, und vielleicht gerade in das Gebiet, wo wir von dir reden, du sind vielleicht Dinge, wo ich eine rechte Einstellung habe, du sind Dinge, wo ich bloß für mich selbst streiten da und ich müssen tun, wem ich unklein, oder wem ich mit Bankrott merke, so lange ich das merke. Vielleicht ist das meine Einstellung. Dann sagt Gott zu mir, okay,
ik geef die boete. Ik zeg je in de boodschap van boete, dat bekennen en boete zijn beide sport van God zijn genade. Wenn man wie Fehler merken, oder wir gehen auch recht weit, dann schmiert Gott uns gleich weich, aber er erlaubt uns zurückzukommen. Und so will die Mut merken, wenn da vielleicht was dein Leben ist, was zwischen dir und Gott ist, dort hat dein Verhältnis mit Gott eine dicke Luft angebracht. Und du fühlst die wieder von Gott, betest vielleicht meist nicht, oder wenn du da ist, dann fühlst du das jetzt alle um Bein, kann es sein, dass du was zwischen ist. Vielleicht hast du Krack in das Gebiet, von wo ich Menschen behandeln da. Und so, Leben verwassen. Wir machen Buße für Richtung. Leib für Regeln. Gott will deine Leib. Er will nicht deine Regeln, deine Opfer, alle Entjes kriegen nur aber Gott will deine Leib. Und dann die für mich. Wir wollen uns lernen, dass wir so denken, als Gott hat. Ich weiß, dass jetzt einmal jeden als Menschen jetzt verstanden so zu sein, oder dass jetzt jeden, was wir glauben. Ich denke an Johannes. Johannes der Däuper. Hij deed op een Jordan duipen en dan kwamen de mensen daarheen en vroegen ze, wat zal we doen? En Johannes zei, dood boeze, en dood woorden van boeze. En andere weer, hij zei, dood boeze dat het te zijn gaat. En dan zeiden ze, wat zal we doen? En dan zegt hij, hey, wanneer du 2 Hamen hast, dan geef den eind wat je heeft. En krijg ze wanneer je eten hast. Maar Johannes leert door gleich, dat du sollst bloß ein Ham haben. Aber was er lehrt, ist, dass du als einer was hast Buße tun, du als ein Kind Gottes denkst nu anders über andere Menschen, als er steht. Und dann kommt der Tagsgleich, dann sagt, was soll wir tun? Dann sagt er, dort nicht mehr Tags nehmen, als gesetzlich erlaubt ist. Und dann kommen die Soldaten, dann sagen sie, was soll wir tun? Dann sagt er, dort nicht Menschen unabrechtig Geld aufgehen, und andere wieder, dort nicht bekäupen lassen. Dort nicht Menschen arg behandeln oder die hart behandeln, sie zufrieden mit ihrem Lohn. Na weet je, wie denken, wenn wir an jässlich Wassen denken, dann denken wir vielleicht an, da mal so und so viel Kapitel auswendig lernen, oder da mal jeder Tag wenigstens 10 Minuten länger beten, vielleicht so einmal den Weg fasten, all so eine Dinge, denken wir fertig über. Ich habe versucht, in dieser Botschaft ein bisschen andere Weg zu gehen, wenn wir denken an jässlich Wassen. Erstens müssen wir Leben haben, dann werden wir die Dinge abbringen, was uns von Gott trauen, dann werden wir sicher merken, dass wir ein Leibverhältnis mit ihm, nicht bloß ein reellen Verhältnis. Und dann, wo wir Menschen behandeln, wisst, ob wir zu Gott gehören oder nicht. Jesus sagt, wenn ihr wem ein kaltes Köpfel Wasser geben, das hat ihr mir getan. Johannes, 1. Johannes, der sagt, dass wenn ich Dinge habe, like wenn ich weltliches Stoff habe, wenn ich, wollen wir sagen, ich sehe reich, und ich sage ein Bruder, den fehlt das sei neidig, aber ich schließe mein Hart auf, dann sagt er dann, wo kann Gott seine Leib in dieser? In andere Worte, was er sagt, so handelt Gott sein Kind nicht. Na, ich glaube, das hat mit Weisheit zu tun, aber weißt du, wenn wir zu Gott gehören, dann denken wir anders über diese Welt, über Geld, über andere Menschen, sogar Menschen, die nicht so sind, als wir sind, dann leben wir uns anders denken. Wenn geistlich was meint, ich lege immer alle den, die mir gemerkt habe. Und das ist mein Wunsch und Gebet für jeden. Ich wünsche, dass die Botschaft von uns gehalten haben, ein Bett alle so waren, was Jesus ist. Wir noch zu beten. Ziemlicher Vater, vielen Dank für Jesus Leben. Herr, Jesus Leben kommt von dir. Und du gibst uns dort in den Glauben an Jesus Christus. Und dann bete ich, Herr, dass wenn du Dinge in uns Leben sind, was wir weiten, was uns hindert in unserem Verhältnis mit dir, vielleicht hat uns dort weichwegen von dir, oder wir gehen in rechter Weg, dann halb uns dort zu erkennen und Buße tun, anwegen zu gehen. Und ich bete, Herr, dass wir würden lernen, die zu leben, dass wir nicht bloß würden uns geistliche Leben auf eine ganze reellen Bühne, aber auf eine Leib für die. Einfach ein Verhältnis, das wir zwischen Morgen und Früh würden haben, oder zwischen 2 sehr gute Freunde. Und dann bete ich, Herr, halb uns die rechte Einstellung zu haben, wenn es bei Menschen kommt. Herr, wir haben geredet von dir, von die für mich. Und ich weiß, das ist ein großer Thema. Der Thema bringt alle die emotionalen Dinge an uns ab, wenn das so gehen, wo wir denken. Und ich bete, Herr, dass du uns verschlieren, so zu denken, als du das. Du brauchst gleich noch einen Krieg gehen, für mich, da hat ich selbst tun,
over de Duits. Wenn du dagst die voor mij. Help ons als dine kinderen, dat we zo staat worden denken en zo staat leren leven. Mag God je zijn. Nachdem, dass wir diese gute Botschaft haben hier, sind wir vielleicht, some von uns sind vielleicht da und die sagen, dass ich kann Jesus nicht. Ich würde gleich auch im Jesel zu wassen, aber ich kann auch nicht mal die erste Stopp genommen. Ich würde am gleichen anzunehmen als mein persönlicher Heiland. Vielleicht bist du von dir, was du hast bloß für dich selbst gelebt und hast in einer Weg gegangen und du hast dich noch niemals noch Gott gedreht und gesagt, ich vertraue ganz auf dich, ich will dich nur folgen und deine Sünde bekennen für Gott. Wenn du das noch nicht hast getan, ich würde dich fragen, dass du so brav bist, mit mir zu beten wirst und von dir aus die Leine, dass du kannst Jesus annehmen. Jesus ist recht für dich und du bist nicht zu schlecht für ihn. Dat hij wat naar die kijken zei, dat eerst mal some dingen in ordning brengen, dan kom naar mij, waar we de reden van die zin. Kom bloß voor God is du best, en hij wil die aannemen, hij wil die zin vergeven. So ik wil best vrouw dat du met mij te beden, en dat Jezus kan in die harten aankomen, in die leven aankomen, en dat du kannst nur voor Jezus zijn, die leven wordt veranderd zijn. Die wordt niet leid zijn, wanneer du was deze stap neemt. So bid bloß met mij te. Vader im Himmel, ik dank die, dat du mij goed bist. Ik geloof aan die en ik geloof dat u best voor mij gestorven en ik neem die van jou im geloven aan. Kom raad mij, kom neem mij deze zonde los raaf van mij, dat ik kan vrij zijn. Dankzij voor wat u hast gedaan, dankzij dat u best gestorven voor mij en ik neem dat van jou aan. En ik dank die God dat u mij goed best. Amen. Hey, veel dankzij, want u hast dat gebed en we worden gleich van die te hier. Kost ons nummer schrijven, dat nummer wat hier on the screen is, schrijf dat en dan gaan we in contact komen met die en zijn we die kunnen helpen dat u kost wieder wassen. We worden gleich en dat we kunnen met die reden, dat we die kunnen taufen, wanneer die was laten taufen en dat u kost wassen, u kost hem klassen nemen, maar u kost wieder in die christelijke leven wassen. So schrijf ons en laat ons weten wer du bist en van waar du bist, dat we die kunnen helpen. Hier zijn nog een paar meer dingen wat ik wel bekend merken. Wat er opkomt voor de nächste werk. Ik denk eerst, wanneer du was geven, dat kost u dergelijke werk doen bij de kerk office. De office daar is op van 8:30 tot klok 12 en dan van klok 1 tot klok 5. So dat kost in de nächste werk komen doen. En wanneer du dat was krijgt van daar doen, du kost ook naar de kerk komen en de diakon worden zijn. Du kost dat geld geven, dat wordt in gouden heen gaan. So wanneer du was dort doen bij de kerk van daar, kost dat doen. En dat zijn een paar wegen waar je kan geven. En we kijken ook verder weg, want de kerk waar wat op zijn. Nächste zondag willen we de kerk opmerken, dat je waar kan terugkomen naar de kerk. En zo dan kan je ook die geld doorgeven, want je dat hebt opgehouden over deze tijd. Je kan zondag dat naar de kerk brengen. Dat is wat we hebben voor de offering. Van deze ovens, dan hebben we een aanbidingsoven hier bij de kerk, maar die wordt buiten op het hof zijn. We zijn plus vrouw dat we jullie kunnen aanladen en we waren eenmaal waar alle top kunnen zijn. Dat was een gouden oven zijn waar we alle top zijn en plus den dag celebreren den oven. En zo komt het voor deze aanbidingsoven. Onze worship team die wordt jullie aanleiden in je zang en in je bed. En Pastor John wordt een praktische boodschap hebben voor deze tijd waar we nu krijgen bijna zijn, wat dus een gouden tijd zijn. Zodat van daar klok 7 zo over kan je al aanvangen naar de kerk te komen. Er wordt koffie zijn, er wordt knaakzoet zijn. En dan klok 8 vangt de worship service aan, de aanbidingsoven. Zo brengt u een stijl met, ten buiten op een gras zetten, op een hof. Er vielleicht dagen, wat immer je wel brengt dat met, dat je kan buiten op een hof zijn, met ons tuppels een gouden aanbidingsservice hebben van deze overs. Zo je kan klok 7 komen en klok 8 vangt de worship service aan. Zo ik hoop we kan ons dort treffen van deze overs. Dan nächste zondag, dat is juni den 14. Dan willen we de kerk opmerken, zoals we nu plannen. We worden ganz opmerken voor de kinderkerk. Kinderkerk wordt zijn, de beide services worden op zijn. En zo we kijken verder, we zijn mogelijk dat we dat kunnen dienstig plannen. En zo ik rood je nu al toe vindt uitwonen service je welkom, de eerste en de tweede. En hopelijk zijn we ons daar nächste zondag Samarius en onze service. Dit is alles voor de announcements voor vandaag, de dingen te bekend maken. Ik wil blijven zien, even jullie beden, even deze dag. Wanneer we in ons dagen gaan, dat we waar zeker blijven. Zo laat me voor jullie alle beden. Vader im Himmel, dankzij voor die woord wat we hier hebben vandaag. Dankzij dat u ons goed bent, dankzij dat u met ons is.
En wir vragen bloß eine Beschützung über jeder einer, der uns kijkt in ihre Families, dass sie war sicher bleiben durch diesen Tag und dass sie war ein bisschen gesehender, ruhiger Tag haben. In Jesu Namen. Amen. Hij had alle een gouden dag en zij waren ons zo over bij een worship oven. Wat waren zij?